Burgenlexikon. Die Burgen und Schlösser der Fränkischen Schweiz. Von Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Wo liegt die Fränkische Schweiz? Die Fränkische Schweiz liegt im Norden von Bayern zwischen Nürnberg und Kulmbach von Süd nach Nord sowie zwischen Bamberg und Bayreuth von West nach Ost. Fränkische Schweiz, Felsen, Höhlen und Burgen. Die Region ist geprägt durch ihre bizarren Felsen und Höhlen und gilt als eines der ältesten touristischen Gebiete in Deutschland. Auch die zahlreichen Burgen und Schlösser ziehen jährlich Tausende von Urlaubern in die Fränkische Schweiz. Auf etwa 2000 Quadratkilometern finden sich hier bis zu 200 Burgen und Schlösser, von denen einige noch gut erhalten sind, während andere nur noch als Burgstall oder an ihren Flurnamen zu erkennen sind. Ich werde von Zeit zu Zeit einige dieser historischen Burgen und Schlösser vorstellen. Der Burgstall Leupoldstein in der Fränkischen Schweiz. Zerstört aufgrund des Raubrittertums der einstigen Burgherren. Die Lage des Burgstalls Leupoldstein auf den folgenden Karten ersichtlich. Leupoldstein liegt an der B2 zwischen Pegnitz und Gräfenberg und folgt in etwa dem Verlauf einer historischen Straße, der sogenannten Sächsischen Straße, die von Nürnberg über Bayreuth nach Sachsen führte. Diese Altstraße war vermutlich der Hauptgrund für die Errichtung einer Burg, da sie hier an einer strategischen Stelle durch eine Felsenenge führte. Die Burg Leupoldstein, von der heute nur noch ein Burgstall erhalten ist, befand sich westlich des Ortes auf einem Felsenriff in Spornlage. Geschichtliches. Das genaue Gründungsdatum der Burg Leupoldstein ist nicht bekannt. Aus einem Koprialbuch des Klosters Michelfeld, das aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts stammt, geht jedoch hervor, dass zum Ende des 11. Jahrhunderts ein Edelfreier aus dem Geschlecht der Horbuch, vermutlich Harburg, namens Leupold den Auftrag erhielt, an dieser Stelle eine Burg zu errichten. Diese sollte zum Schutz der Altstraße dienen und wurde von ihm Leupoldstein genannt. Dieser Herr Leupold übergab einige Zeit später seine Güter, darunter Alt- und Neuzirkendorf, Hagenohe und Göttersdorf, alle in der Nähe von Auerbach in der Oberpfalz, sowie seine Burg Leupoldstein, cum Castello Leupoldstein, an Bischof Otto I. von Bamberg, 1102 bis 1139, der später als Otto der Heilige bekannt wurde. Dieser Übergabe erfolgte, als Leupold sich entschloss, an einem Kreuzzug teilzunehmen. Sollte Leupold von diesem Kreuzzug nicht zurückkehren, war vereinbart, dass sein Besitz dauerhaft beim Bistum Bamberg verbleiben sollte. Tatsächlich kehrte er nicht zurück. Daraufhin erhob Ludwig von Horbuch, ein vermeintlicher Blutsverwandter von Leupold, Ansprüche auf die Güter und die Burg Leupoldstein. Nach längeren Verhandlungen wurde Ludwig schließlich mit einer hohen Geldsumme abgefunden, wodurch die Burg und die Güter endgültig im Besitz des Bistums Bamberg blieben. Die Burg Leupoldstein zählte zu den 6 Burgen, die Bischof Otto I. von Bamberg persönlich erworben hat. Ab diesem Zeitpunkt befand sich die Burg im Besitz des Bistums Bamberg und wurde als Lehen vergeben. Ob die im Michelfelder Koprialbuch überlieferte Geschichte von Herrn Leupold der Wahrheit entspricht, lässt sich allerdings nicht eindeutig bestätigen, da das Koprialbuch etwa 400 Jahre nach den geschilderten Ereignissen entstand. Eine Urkunde aus dem Jahr 1194, die im Staatsarchiv Amberg aufbewahrt wird,
nennt unter einer Reihe von Zeugen die Bamberger Ministerialen Eberwein und Egiolf von Leopoldstein. Dies stellt die erste gesicherte Erwähnung von Leopoldstein dar. Erst im bischöflichen Urba A, datiert auf 1323 bis 1327, wird erneut von der Burg Leopoldstein und dem angrenzenden Dorf berichtet, die als zum Bischof von Bamberg gehörend erwähnt werden. Im Bamberger Burghutenregister ist festgehalten, dass Leopoldstein als bischöfliches Lehen an die Familie von Wiesenthau vergeben wurde. Eine genaue Jahresangabe fehlt, doch muss dies im Zeitraum zwischen 1323 und 1348 erfolgt sein. Im Jahr 1370 bestätigt die Familie von Wiesenthau, deren Stammschloss nahe Forchheim liegt, dass sie ihr Schloss Leopoldstein für die Bamberger Kirche gegen jedermann verteidigen und es keinem Fremden veräußern würden. Diese Vereinbarung sicherte den Verbleib der Burg im Besitz des Bistums Bamberg und unterstrich die Verpflichtung der Wiesenthauer gegenüber der Kirche. Links zu sehen das Schloss Wiesenthau bei Forchheim und rechts das Wappen der Familie von Wiesenthau. Im Jahr 1375 entbrannte ein Streit innerhalb der Familie von Wiesenthau, aus dem hervorgeht, dass die Burg Leopoldstein in Garnerbenbereiche aufgeteilt war. Der Konflikt eskalierte derart, dass ein Teil der Familie die andere Seite gewaltsam aus der Burg vertrieb. Daraufhin entsandte der Bamberger Bischof Lamprecht von Brunn Truppen nach Leopoldstein. Die in der Burg verbliebenen Mitglieder der Familie Wiesenthau ergaben sich ohne Widerstand und unterwarfen sich dem Bischof, der daraufhin die alte Ordnung innerhalb der Familie wiederherstellte. Im Jahr 1386 verkauften Ott und Peter von Wiesenthau, vermutlich aus der Linie, die 1375 aus der Burg Leopoldstein vertrieben wurde, ihre Hälfte der Feste Leopoldstein an Hartung VII. Von Eglofstein. Der Kaufpreis betrug 1050 Pfund Heller. Das linke Bild zeigt die Burg Eglofstein in der Fränkischen Schweiz und rechts das Wappen der Herren von Eglofstein. Im Jahr 1397 erhob die Stadt Nürnberg beim König Wenzel Klage über die Straßenräuberei, die von den Burgen auf dem Gebirg der Fränkischen Schweiz ausging. Unter den Beschuldigten waren Eberhard von Eglofstein, Burg Leinfels und Burg Leuenstein und Dietrich von Wiesenthau von der Burg Leopoldstein, die nachweislich der Räuberei und ausgeübter Untaten gegen die Stadt Nürnberg bezichtigt wurden. Diese Vorfälle führten dazu, dass König Wenzel im November 1397 einen Kriegszug gegen die Raubnester im Gebirge anordnete. Am 19. November 1397 kam es zur Belagerung der Burg Leopoldstein, die schließlich eingenommen wurde. In der benachbarten Burg Leuenstein wurden alle Kriegsknechte des Eglofsteiners geköpft. Vermutlich geschah dies auch in der Burg Leopoldstein. Die Burg wurde zunächst besetzt und anschließend teilweise geschleift. Im Rahmen dieses Kriegszuges wurden auch die Festen und Häuser Spieß, Leuenstein und Leinfels als Raubnester zerstört und erhielten teilweise ein Wiederaufbauverbot. König Wenzel übertrug der Stadt Nürnberg die Überwachung dieses Wiederaufbauverbotes, das sie mit allen Mitteln durchsetzen durfte. Im Jahr 1401 bestätigt König Ruprecht dieses Recht der Stadt Nürnberg erneut. Dass die Burg Leopoldstein tatsächlich in Teilen zerstört wurde, belegen die Belehnungen, in denen immer nur Teile von Schloss Leopoldstein erwähnt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Burg nicht mehr in ihrem ursprünglichen Zustand existierte. Es ist zu vermuten, dass der Rest der Burg während der Hussitenkriege um 1430 zerstört wurde. Am Ende des 15. Jahrhunderts wird durchgehend von einem Burgstall berichtet, was darauf hindeutet, dass von der ursprünglichen Burganlage nur noch Ruinen vorhanden waren. In einer Beschreibung des 18. Jahrhunderts über Leopoldstein ist vermerkt,
dass das einstige Schloss vollends in Trümmern und öd und wüst daliegt. Ebenso die Kapelle, die zur Pfarrei Betzenstein gehört. In dieser Beschreibung wird ebenfalls erwähnt, dass die Herrschaft von Egloffstein mit dem Burgstall und der Kirche nach Belieben verfahren möchte. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Reste von Burg und Kapelle auch als Steinbruch genutzt wurden, was zu einem weiteren Verfall der Überreste beigetragen haben dürfte. Diese Praxis war in der damaligen Zeit nicht unüblich, da viele Burgen und Kirchen nach ihrer Zerstörung als Quellen für Baumaterial dienten. Baubeschreibung des Burgstalls Leopoldstein. Der heutige Zugang zum Burgstall Leopoldstein erfolgt von Westen zwischen zwei Anwesen, vorbei an einem Schrebergarten und führt dann zu Burgfelsen. Es ist anzunehmen, dass es sich hierbei um den alten Burgweg handelt, da sonst keine Spuren eines Weges erkennbar sind. Auf der Relief- bzw. Schummerungskarte ist mit der Ziffer 1 der heutige Burgweg vermerkt. Die 3D-Ansicht zeigt in der Bildmitte die Hauptburg, rechts davon die Vorburg und davor den Aufgang des Burgweges. Halsgraben und Vorburg der Burg Leopoldstein. Etwa auf halbem Weg hinauf zum Burgplateau ist nur noch schwach ein Halsgraben zu erkennen, der vermutlich eine bedeutende Rolle in der Verteidigungsstruktur der Burg Leopoldstein spielte. Es ist gut möglich, dass sich in diesem Bereich die Vorburg befand, obwohl oberirdisch keine Mauerreste sichtbar sind. Darüber hinaus wird angenommen, dass sich in der Nähe des Zugangs zur Burg auch die Burgkapelle befunden haben könnte, ein häufiges Merkmal vieler früh- und hochmittelalterlicher Burgen. Auf der Reliefkarte markiert der ehemalige Halsgraben und der mögliche Bereich der Vorburg. Auf der 3D-Ansicht zu sehen, rechts die Hauptburg und in der Bildmitte der kleine Felsgrat mit dem Zugang zur Hauptburg und einem Grabenrest. Zugang zur Hauptburg und deren Torsituation. Der Weg zur Burg Leopoldstein führt weiter über einen Felsgrat, wo ein Einschnitt als Rest eines weiteren Grabens zu erkennen ist. Diese Struktur könnte Teil der früheren Verteidigungsanlage gewesen sein, die den Zugang zur Hauptburg schützte. Heutzutage ist der Burgplatz über eine Stahltreppe erreichbar, die den ehemaligen Zugang ersetzt. Wie die Torsituation einst aussah, ist leider nicht mehr nachvollziehbar. Es ist jedoch zu vermuten, dass der Aufgang zur Hauptburg durch einen Torturm oder ein Torhaus gesichert war, was in der Bauweise vieler mittelalterlichen Burgen üblich war. Ein solcher Torturm hätte nicht nur einen physischen Schutz geboten, sondern auch eine repräsentative Funktion als Eingang zur Burg. Auf der Schummerungskarte bzw. Reliefkarte ist der zweite Graben und der Bereich der Hauptburg markiert. Gliederung des Plateaus der Hauptburg. Das Plateau der Hauptburg von Leopoldstein gliedert sich in zwei Ebenen. Eine untere Ebene im Westen und eine höhere Ebene im Osten. Anfang des 20. Jahrhunderts waren hier nur noch wenige Mauerreste und ein als Turm interpretiertes Fundament sichtbar. Diese Überreste zeugen von der einzigen Bauweise und der Funktion der Burg. Auf den wenigen erhaltenen alten Ansichten der Burg Leopoldstein sind, neben anderen Mauern, die als Ringmauern gedeutet werden können, stets ein Giebelbau an der äußersten Felskante sowie ein dahinterliegender Turm zu erkennen, der vermutlich den Bergfried darstellt. Diese Bauwerke wären charakteristisch für die Architektur mittelalterlicher Burgen. Auf der Schummerungskarte zu erkennen unter 6 Torbereich, davor der Felsgrat mit Zugang zur Hauptburg, unter 8 Lage eines Gebäudes, vielleicht des Palas, unter 9 Lage eines Turmes, wahrscheinlich der Bergfried, dann der obere Burghof sowie der untere Burghof unter 10 bzw. 11 und bei 12 auch nochmal die vermutliche Lage eines Gebäudes. Auf der 3D-Ansicht erkennt man den oberen Burghof und den unteren Burghof der Hauptburg. Die Burg Leopoldstein auf alten Ansichten.
Ansicht der Burgruine Leopoldstein auf einer Freis- bzw. Freisch, also eine Waldgrenzkarte um 1740, erstellt von Christian Ludwig Kaulitz. Die Karte befindet sich heute in der Stadtbibliothek in Nürnberg. Es wird angenommen, dass diese Karte von einer älteren Vorlage kopiert wurde, da bereits im 18. Jahrhundert der Großteil der Burg Leopoldstein abgetragen war. Zu sehen auf der Ansicht ist die obere Burg mit Wohnbau und Bergfried sowie die untere Burg mit einem Ruinengebäude und natürlich die Ringmauern. Ansicht der Burgruine Leopoldstein auf einer Karte von Peter Zweidler wegen strittiger Freischgrenze etwa Ende des 16. Jahrhunderts im Staatsarchiv Nürnberg. Ob das sichtbare Gebäude in der Burgruine als die Kapelle angesehen werden kann oder doch als ein Haus, ist nicht nachweisbar. Nochmals eine Ansicht der Burgruine Leopoldstein auf einer Karte von Peter Zweidler wegen strittiger Freischgrenze, auch im Staatsarchiv Nürnberg. Die Karte dürfte Anfang des 17. Jahrhunderts entstanden sein. Von der Burg sind nur noch der Wohnbau als Giebelbau und dahinter die Reste des Turmes, wohl des Bergfrieds, zu erkennen. Zustand des Burgplatzes und archäologische Forschung heute. Der heutige Burgplatz von Leopoldstein ist durch den Einbau eines Wasserwerks gestört, was die ursprüngliche Struktur und das Erscheinungsbild der Burg beeinträchtigt hat. Bislang fanden keine archäologischen Ausgrabungen statt, zumindest ist nichts bekannt, was offiziell wäre, die dadurch abzielen, genauere Erkenntnisse über die Burggeschichte der Burg Leopoldstein zu gewinnen. Ansicht des Hauptburgfelsens von Süden, davor läuft die B2 vorbei. Ansicht des Felsens der Hauptburg, etwa aus westlicher Richtung. Ansicht des Hauptburgfelsens, etwa aus dem Bereich der Vorburg. Was man links erkennt, ist die Stahltreppe, die hinaufführt zur Hauptburg, und in diesem Bereich, wo die Stahltreppe beginnt, war in etwa der zweite Graben. Plateau der Hauptburg, das heute hauptsächlich als Aussichtspunkt dient. Vielleicht war hier die Lage eines Gebäudes. Weiterer Aspekt, der in der Forschung berücksichtigt werden sollte, ist die Theorie von Paul Österreicher aus dem Jahr 1832. Er stellt die Hypothese auf, dass es sich bei der Burg Leopoldstein um die sagenumwobene Burg Albewienstein handeln könnte. Diese Theorie bedarf jedoch genauer Untersuchung, um mögliche Zusammenhänge und historische Wahrheiten zu klären. Somit birgt die einstige Raubritterburg Leopoldstein noch viele Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Zum Schluss. Der Erhalt solcher Stätten ist nicht nur wichtig für die lokale Geschichte, sondern auch für die kulturelle Identität der Region. Ich bedanke mich für das Schauen des Videos und hoffe, Ihnen eine interessante Burg und ihre Geschichte etwas näher gebracht zu haben. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister.